You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. Ciao zusammen, René hier. Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Was seid ihr in letzter Zeit? Ich habe euch vermisst. Vor einem Jahr habe ich mit 49, mit fast 50 habe ich mich letzten Sommer entschieden, als Doc-Filmer nochmal ganz von vorne anzufangen. Ob das nach einer Erfolgsgeschichte aussieht oder Tritt ins Fettnäpfchen war, verrate ich in der heutigen Episode. Es freut mich natürlich sehr, dass ich das Ganze als Erfolgsgeschichte abbuchen besitzen. Ich habe die ersten regelmässigen Doc-Filmkunden und habe auch immer mehr Anfragen von Kleinunternehmen, Familienbetrieben, die geschnallt haben, dass man heutzutage besser mit einem echten Doc-Film zeigt, wieso dass sie das, was sie machen, mit Herzblut machen. Letzte Woche konnte ich zum Beispiel auch das erste Mal an einem echten Filmset mitmachen. Und zwar bin ich dort als PA, als Production Assistant tätig gewesen. Und habe so wieder extrem viel lernen. Unter anderem konnte ich den Marker bedienen. Scene 74, Take 1. Marker, when you're ready. 76, Apple, Take 3. Das ist die Klappe am Anfang von jeder Szene, dass sie beim Zusammenschneiden dann wissen, was man da genau aufgenommen hat. Die Frage, die ihr euch jetzt sicher stellt, ist, ja, aber René, hat es von Anfang an gut ausgesehen? Und die Antwort ist ganz klar, nein, überhaupt nicht. Ich habe Ende 2016 angefangen, Geschichten mit der Videokamera zu erzählen. Und bis vor 2-3 Monaten hat sich da finanziell überhaupt nichts an. Im Gegenteil. Es gibt 2 Sachen, die ich mir während dieser Zeit immer wieder überlegt habe. Erstens habe ich das Gefühl, ich komme weiter. Das Weiterkommen kann extern sein, also immer wie Zuschauer oder Kommentare oder Leute, die sich bei mir melden. Es kann aber auch intern sein, dass ich mir überlege, habe ich etwas gelernt dabei, komme ich persönlich vorwärts. Und zweitens, mit dem Wissen, das ich heute habe, würde ich das Ganze noch eins starten. Und dann habe ich immer wieder bei beiden Sachen Ja sagen und darum habe ich auch immer voll weitergemacht. Wie es jetzt weitergeht in Zukunft, das wird ganz cool. Die nächste Woche bin ich in Alaska. Da will ich einen Doc-Film drehen über einen Fischer, über einen Freddy, den Vater von Miriam. Und das gibt sicher ein paar ganz gute Aufnahmen und eine tolle Geschichte. Dann habe ich ganz gute News. Ich bin ab Mitte August bis Anfang Oktober in der Schweiz. Ich werde in der Schweiz mich auch immer mehr etablieren als Doc-Filmer. Ich dort ein bisschen netzwerken. Weiter habe ich im Sinn, mit Heli kleinen, kurzen, visuellen Reisefilm zu machen über Thun. Und dann habe ich bereits ein paar Kurzfilmprojekte im Gang für ein paar Buden in der Schweiz, die bereits Interesse haben. Dann freut es mich ganz extrem, dass ich im Bike Center, wo René Hefti aushelfen kann, Kriegel und dann Stöffel oder Stöffel und dann Kriegel, ich weiss nicht genau, gehen in die Ferien. Und das gibt mir die Möglichkeit, nebst dem Filmen auch noch an meinem alten Job am Velomech ein bisschen anzuknüpfen. Ihr wisst, das Velofahren ist nach wie vor eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Ich würde mich also freuen, wenn ihr zu Thun oder zu Steffisburg seid, wenn ihr mal Hallo sagen. Also, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch alles Gute zu wünschen, dranbleiben und bis gleich. Tschüss.